Merci, Herr Präsident. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Interventionen. Eng méi verschiedene wie die anderen. Von ganz negativ bis ganz positiv, von viele Probleme, bisschen Probleme, spezifische Probleme. Viel Input. Ich gebe mal 4 Anfangen. Also, wir hatten eine Interpellation angekündigt über le sujet amélioration de la santé publique. Durch nicht amélioration du système de santé oder amélioration de la situation des professionnels de santé, durch amélioration de la santé publique. L'OMS définit santé publique seit 1952 als la science et l'art de prévenir les maladies, de prolonger la vie, d'améliorer la santé physique et mentale au niveau individuel et collectif, en y incluant tous les systèmes de promotion, de prévention, de lutte contre la maladie, soit médicaux et soins primaires, de réadaptation, et c'est aussi une question sociale. Rondum die Dotendefinition hat meine Intervention von Haut abgebaut. Und ich werde nun noch kurz auf verschiedene Sujets gehen, die dann an den Reden von 4 drunter angeschaut sind. Aber die erlaubt mir, ich kann an 30 Minuten nicht etwas resümieren, was über eine Stunde sich gezogen hat. Erstes Sujet, Prävention. Prävention ist schon vom Deputierten Schock mal angeschaut. Für mich hat sich da am letzten Jahr herausgestellt, dass wir in 3 Jahren rund um den wir die Prävention mal prioritär müssen aufbauen. Auf der einen Seite Prävention und Promotion von der Gesundheit. Auf der anderen Seite die Kleinen, die Kinder, die Jungen, was ich durch rote Pfoten muss zeigen, von 0 Jahren bis 18 Jahre, respektive an Adultenalter. Und on the top mentale Gesundheit von uns alle Guten. Weil, wer sich nicht gut fühlt, der wird krank. Aber wer krank ist, der fühlt sich nicht gut. Das ist für mich als Santé mentale ein Stück von der Gesamtsanté und dürfen nicht Lasten denken von der Prävention, der Promotion an unserer Gesundheit. Und der Prävention und der Promotion von der Gesundheit spielen für uns, so wie du am besten doch definiert, den Tabak, den Alkohol, als Haut schon nur geschwärzt geht, die Obesität und Prävention von der Santé mentale eine große Rolle. Auch zu diesen Sujets, als schon viel geschwärzt gehen, ab Punkt Alkohol haben wir das letzte Studie präsentiert von HBSC, Health Behavior in School Children. Und da ist die erstaunliche Entwicklung, dass die jungen Männer oft auf Alkohol zurückgreifen, dafür aber leider mehr oft auf elektronische Zigaretten. Tabak selber bleibt konstant, mit elektronischen Zigaretten gehen dann Blut. Obesität hat man heute schon eine solche Intervention, ich komme heute nicht darauf zurück, mit 10 Scholären so schon nur geschwärzt gehen, auch da sind wir am Gang als Hausaufgaben zu machen. Santé mentale, zum Ende der Santé mentale sind nur geschwärzt gehen, auch Dichtungen am Zeichen von den Jungen, und da werden wir weiter darauf arbeiten, für dort all die Opfer, die es gehen, besser vernetzt gehen, weil wir haben extrem viele Akteure im Terrain, just die schaffen oft Menschen nicht. Sie schaffen nicht vernetzt, und über die Älteren war ich auch nicht vernetzt genug. Auch da sind wir am Gang, alles en place zu setzen. Médecine générale, also auch geschwärzt gehen, und die sind wir als Cheville ouvrière von dem ganzen Soin primaire. Cheville ouvrière, wir hatten ein Entretien mit der AMMD, Entretien mit dem Cercle des Médecins Généralistes. Also ich gehe mit auf den Weg, für die besser aufzustellen, eine verstärkte Tarifikation auf den Licht zu holen, für die Medizin General, dahin zu setzen, wo sie hingehört. Wenn ihn dann aber trotz aller Prävention und Promotionsmesuren krank wird, ja, dann sieht man, da muss ihn gegen die Krankheit kämpfen. Das geht aber für das Mal über den guten Accès aux soins primaires. Wie viel darüber gesagt, muss der Hausdoktor accessibel sein, muss auch Hochurgenzen disponibel sein. Und da sind eine Rutschpraxen, die sich zusammengetan haben, Doktoren 4, 5, die dann verstärkt Öffnungszeiten nun ofes bis 8, 9 Uhr, am Morgen schon um 6. Das ist eine Alternative zu, ich helfe ja 5 Jahre in Urgenz sitzen. Weil, wenn wir in Urgenz so lange Wartezeiten haben,
an Tour durch die verschiedenen Urgenzen gemacht mit den Leuten geschwart, die da aktiv sind. Da sind die Urgenzen überbelastet, für Leute hinkommen, die nicht müssen hinkommen. Und die Urgenzen können kein Heimchecken, wenn du hast. Das war mein Niveau 4, 5 an einer Urgenz sitzen nun, die Kind gerade so gut bei seinem Hausdoktor gehen oder an Maison Médicale. Maison Médicale sind auch angeschwart gehen. Falls mir lo geifen dazu kommen, dass an regional verdeelt zu Centre de Soins Primaires mit Gruppepraxen abgemacht gehen, dann denke mir, dass die Maison Médicalen à court am moyen terme eventuell überflüssig gehen, an dem Sinn, die Leute gehen haut schon nicht an die Maison Médicale, weil erstens müssen sie da selber bezahlen, an der Urgenz müssen sie nicht selber bezahlen. Zweitens, wenn sie wirklich eine Urgenz sind, da wissen sie, dass die Maison Médicale sie egal wer an die Urgenz rüberschickt, also gehen sie nicht an die Maison Médicale. Sie gehen erst dabei hier ein Vertrauenshausdoktor, wann dem wie lang abholt. Also Plan ist zwischen der isolierten Praxis vom Generalist an den Urgenzen Centre de Soins Primaires zu kreieren, für das Leute verstärkt bei ihren Hausdoktor gehen, respektive bei einem Hausdoktor aus ihrem Gruppe. Dann ist auch angeschaut gehen stationär ambulatoire, aber wir sind gechallenged gehen auf de Virage ambulatoire. Ich muss es sagen, dass das gesagt so wie es da leid, im Moment nicht appliziert wird. Nicht, weil es nicht gut wäre oder weil es nicht verständlich wäre, aber es ist keine Demande en cours d'instruction für so eine Antenne abzumachen. Es gibt keine Antenne, so wie es im Moment am Plan hospitalier steht. Es gibt Gedanken, es gibt Ideen, es gibt Überlegungen, aber es ist keine Demande en cours d'instruction. Wir werden, falls nach Kliniken dann wählten, ob die Weg gehen, aber à terme denken wir, dass es mehr sinnvoll ist, eine Strategie zu entwickeln, wo wir als Gesundheitswesen an 10, 20, 30 Jahren wollen haben. Wir haben Großbauten, die an der Planung sind, die Bauten müssen gefüllt gehen mit Services, und die ganze Verdelung von Services wird bis Ende Dezember 2025 müssen neu auf den Weg geholt gehen. Da werden wir am Frühjahr mit einem Text kommen. Professionelle Santé hat bald die Vereinigung geschwärzt als eine Intervention. Auch das ist ein Sujet, den nicht recht gestern auf meinem Tisch gelandet ist, mir direkt im November, Dezember, wie wir angefangen haben. Am Ministerium war eine Kampagne en place gesetzt, die heißt healthcareers.lu, die war lanciert mit 23. Und der ist da für ein Site en place zu setzen, wo jeder Informationen kriegt, was er muss machen, für welchen Gesundheitsberuf zu ergreifen. Das viele hat geschwärzt von einer Firma, mit einer Firma lang löst nicht alle Probleme. In der Firma wird ja dann bei Bachelor ausgebaut, Bac plus 3, und LTPS lebt 4 auf Bac plus 2. Und die Leute kommen halt nur mit denen auf den Marché. Die haben noch 2 Jahre gemacht, die haben noch 3 Jahre gemacht. Im Moment gesagt der Kollektivvertrag weiter kein Unterschied an den 2 Profile 4. Wir sind gespannt, wie das sich im Sektor wird entwickeln, wann die Profile da weiterlaufen. Wir werden 2028 eine Evaluation machen, von dem, was am LTPS lebt, und noch gucken, wie die ersten Absolventen von dem ersten Lehrgang auf der Uni Terrain werden kommen. Was der Master und der Bachelor und der Medizin belangt, so ist dann an der Kompetenz von der Uni. Wir hatten ein Entretien mit den Responsablen von der Uni, wir hatten ein Entretien mit den Responsablen von der Recherche am Enseignement supérieur. Unser Wunsch ist auch, dass die Bachelor so sehr wie möglich evaluiert wird. Mit der Uni ist lang zuständig für die Evaluation und die wird die im November lancieren. Was noch zu den Gesundheitsberufen zu sagen, dass wir effektiv im Moment den Assistent, den E2 E2 hat eine Petition hier an die Chambre gebracht, für eine bessere Anerkennung zu kriegen. Dann haben wir den Infirmier en Soins Généraux, de Bac plus 3. Für die Leute, die nicht E2 kennen, das ist am Anfang eine professionelle Ausbildung. Auch für zu mengen, du kriegst den Passerelle River auf den Bac plus 3. Das mit den Leuten im Terrain, wir haben am LTPS geschwärzt, das ist relativ illusorisch für do Passerellen zu machen. Wir haben ein großes Demand aus dem Sektor, für das E2 auch könnten in Teil von Attributionen von Infirmieren machen.
De moment hu se verschieden Akten, die sind der Surveillance vun der Firmie könne machen, mit dummer de Probleme dann net gelesen. Dich alles von die 2 Jahren in der WC brauchen wir Firmien daneben. Und dafür sind mir eigentlich favorabel, mal op de Weg zu gehen, für ein Berufsbild dazwischen zu kreieren, ob ein Delo Technician nennt oder wen nimmt dann in dem Gott. Das Berufsbild, du hast ein LTPS Prat, für das dann Platz zu setzen, ab der Rentrée 26, und du werden wir nächstes Jahr Diskussionen führen mit den Vertretern von der Firma, mit den Vertretern von den 2 Jahren, mit den Spitälern und mit der Kopas, für zu gucken, ob das Berufsbild dann dem entspricht, was sie brauchen Terrain. Es gibt noch andere Berufsbilder, die noch nicht gehen, die aber gebraucht gehen. Die Labor brauchen einen, den exklusiv kann Blut aufholen. Im Moment ist Laborantar über einen, den X Attributionen muss tun und nicht mehr kann Blut aufholen. Der Psychologe hat gesagt, das ist noch nicht reglementiert, das steht am Regierungsprogramm dran. Und wie viel noch schon nur gedacht, lang über Gesundheitsberuf erkennt man hier eine ganze Nummer zu schwätzen. Für aber Zeit nicht zu viel an Urspruch zu holen, gebe ich dann weitergehen an dem Soiren, weil Soiren beschränken sich nicht auf die Urgenzen, auf zwei Primären, auf die Spitäler. Mit Soiren gehen darüber raus, was man mir gehen, was man mit pflegebedürftig gehen, und wir haben nicht mehr spät für eine Woche den Anniversaire von der Pflegeversicherung gefeiert, den ich noch schon gefeiert habe. Und du hast gewusst, dass was als Bevölkerung altert, was man mehr Soin brauchen, was die Pflegeversicherung muss ausgebaut gehen. Und noch da brauchen wir Leute, die die Pflege machen, dass immer bei der Profession de Santé kommen, wo wir am Gang sind, um zu schaffen. Last but not least, mentionniert OMS Question sociale. Das heißt Gesundheitspolitik als auch Sozialpolitik. Weil, wenn ein arm ist, geht er krank, aber wenn er krank ist, kann er arm gehen. Den Accès zu den Soins ist essentiell. Das heißt, Leute, die sich Soins nicht leisten können, und du, wenn sie krank gehen, ist nicht gut an einem System für Santé publique, das jeder will mitholen. Für die Vulnerablen gibt es dort in einer Zeit ein Projekt Pilot, der Kuss heißt, an denen die Leute, die auf der Straße sind, die Kinder über den Kopf und die nicht angemeldet sind, über ONG probiert, an Sécurité Sociale ranzuholen, so wie die anderen Leute doch sind. Da sind natürlich ein Rutsch Kriterien, die müssen erfüllt gehen. Und das Projekt heißt noch immer Projekt Pilot, was nicht glücklich ist. Dafür steht auch am Regierungsprogramm dran, dass die evaluiert gehen, die kann jetzt Charge so etabliert, für ein Evaluationsinstitut zu finden, für das Projekt zu evaluieren. Und dann noch gibt es eine Evaluation in Projet de Loi für das Kursprojekt definitiv auf die Schienen zu setzen. Neben der Kurs gibt es eine solche Assoziationen, ASBL, die an der Santé Sociale tätig sind. Auf jeden Fall hast du geschwärzt, dass Leute durch Medien verfolgen. Und der größte Teil von Akteuren, die wir beginnt und an die letzten 11 Monate, sind eben all die Akteuren, die an ASBL aktiv sind, für Santé Publiques Dossier führen zu bringen. Für Leute einen Platz zu geben, zu schaffen, die krank sind. Für Leute einen Platz zu geben, eine Beschäftigung zu holen, wenn doch nur 2-3 Stunden da war, um aktive Leben teilzuholen. Für Leute auf der Straße zu kadrieren, für Leute Möglichkeit zu gehen, einen Dusch zu holen, sich zu waschen, für Leute Möglichkeit zu gehen, einen Nutz zu schlafen. All die, die von der Santé unterstützt, die Ausbälle sind nicht vom Terrain wegzudenken. Und da sind ich ganz merci, dass du mit der Dimension du Genre angeschaut hast, weil nicht mehr spät wie die letzte Woche und ein kleines Video mit dem Backes zusammen gedreht, für auf Menopause aufmerksam zu machen. Und nicht nur mit Menopause, mehr als der Bus du Corps des Femmes NRW, für zu weisen, dass Herzkrankheiten oft bei Frauen nicht so entdeckt wie sie bei Männern entdeckt gehen. Wir hatten schon Question parlamentaire über die Endometriose, über die Regelschmerzen, Brustkrebs, wir sind auch immer am Oktober raus, Brustkrebs als Sujet und so weiter. Und da haben wir zusammen mit Madame Backes das Plan für ein nächstes Jahr, Anfangs des Jahres drauf, ein Examen Santé au Féminin zu machen. Voilà, das war mal, das, was ich mal vorbereitet habe, für die Mitten zu sagen, mir eigentlich den Hauptmessage, den ich auch schon an verschiedenen Interviews mit auf den Weg gehen habe, als das, was ich bislang vom Gesundheitssystem gesehen habe,
Vor dem 17. November habe ich als Patient gesehen, nur am 17. November als einen, den dann ein bisschen 100 Kulisse gesagt. Ich muss sagen, das System funktioniert, es möchte sein Best, aber es fehlt oft an der Vernetzung. Es fehlt oft darunter, dass der Patient weiß, wo er muss hingehen. Der Patient kommt irgendwo kriegt dann seine Ordonnance, kriegt seine Rechnung, kriegt einen Zettel mit Medikamenten, die er soll holen. Und für den Zweiten von dem Parcours kriegt er oft keine Hilfe. Und dafür denken wir, dass man das System besser muss vernetzen. In dem Sinn, dass man Circuit-Patient haben, dass man Réseau de Kompetenz haben, dass man ein Parcours de Patient haben durch das ganze System, dass der W4 gezeichnet ist. Das heißt, der Patient könnte bei sein Generalist, der Generalist weiß ganz genau, mit welchem Bild der Patient vorhin muss checken. Das System muss sich rund um den Patienten organisieren und nicht der Patient rund um das System. Auf für das funktioniert, brauchen wir ein Dossier du Patient, das seine Nummer verdient. Den lo en place ist, als für ein 10 Jahre mit den Moyens du Bord entwickelt gehen. Wir sind heute viel mehr weit, wir können heute viel mehr, aber auch da sind Akteure, die nicht an den Nähe greifen. Wir haben eine Agence e-Santé, die den DSP geriert. Wir haben ein Luxit, die die Informatisation von den Spitälern organisiert. Wir haben 4 verschiedene Centres hospitaliers, wo es keine Gouvernance über die 4 Centres hospitaliers gibt. Wir haben eine Avagale daneben, die probiert, auf materiellem Niveau eine Gouvernance zu machen. Alles das müssen wir zusammen auf Ende bringen, als ein Plan de Digitalisation ist so gut wie fertig, und wird in den nächsten Wochen gouvernancemäßig en place gesetzt gehen. Und ich hoffe, dass wir da auf dem Weg als zusammen bleiben und mit all dem Input, den ich damit gekriegt habe, und all den guten Ideen, die wir hier hören haben, denken ich, dass das wird geschehen. Und ich sage vielmals merci, dass ihr mir mal noch gelauscht habt. Ich wollte just kurz noch auf die verschiedenen eine gemacht, die Kontrolle medikal an Tritt geholt gehen. Ich habe direkt geschrieben gekriegt. Am Kontrollmedikal gëtt ein Neurolog, ein Kardiolog, Medizinintern, Gastroenterolog, ein Gynäkolog, Chirurgie, Unfallchirurgie, ein Médecin de Rehabilitation, ein Médecin Generalist, ein Zahndoktor, Psychotherapeut und der Moin und an Zettel geschrieben, dass ein Apteker angestaltet wird. Voilà, also das sind schon eine Spezialitäten. Ich weiß, dass über 30 Spezialitäten gibt, aber der Kontrollmedikal kann nicht alle Spezialitäten aufdecken und dann holt sich dann die Expertise, die ihr braucht, von sie braucht. Zur Motion über Santé de la Femme, die Autoren, dass ich merci gesagt habe, dass die Sujet abgeworfen ist. Was mich liegt, steht darunter, weil ich da eine kleine Deformation über die letzten 11 Monate kriege. Wir haben über 25 Programme, Plan nationalen und so weiter. Da sind Plan nationalen dabei, die haben 400.000 Euro lang und Konsultanzkosten. Und dem erlebt mir, das kann ich nicht verantworten. Das heißt, wenn wir wollen, à Punkt de Santé de la Femme wirklich etwas bewegen, wäre ich froh, wenn wir das kurz, knapp, an kurze Wörter auf einer Seite als Strategie, als Aktion konkret formulieren und nicht darum, wir müssen einen ganzen Plan auf den setzen. Das heißt, die konkreten Aktionen, da wäre ich direkt mit d'accord. Couverture universelle, ich erklärt, das konfirmiert just ein Accord de Coalition, das ist en cours de route, dafür denke ich eigentlich superfétatoire. Médecin salarié, für alle Doktor, die Möglichkeit zu gehen, Salarié zu gehen, als mir nicht Droge gehen. Also richtig Médecin salarié haben wir auch eigentlich keinen Terrain. Das ist so ein Hybrid zwischen Salarié und Kollaborateur, die gibt es im Moment nicht. A Punkt MEFs, wenn auch geschaut gehen, da sind wir Verhandlungen, da will ich noch nicht über die Verhandlungssituation raus kommunizieren, aber das gesagt so aus, wie wenn man da bis Ende des Jahres auch eine Lesung hätte. Dann die Ablichtung von Tarifen respektive die Mise à jour von den Nomenklatur.
als ein Prozessus kontinu, den nach einer der letzten Regierung gefangen ist, wo an der CNS extra Doktoren angestellt gesehen für die Mise à jour von Nomenklaturen zu machen, die sind publiziert, Zahndoktoren, die ganz auf die Lege geholt gehen, Gastroe waren auf die Lege geholt gehen, und das lebt alles. Mengen nicht, dass man da noch eine extra Motion brauchen, für darauf hinzuweisen. Dann die letzte, respektive die erste, die deposiert gehen, das weiß ich noch nicht mehr im Detail, das ist die von der Pädiatrie. Wir haben ein Service Nationalpädiatrie, den ist am CHL angesiedelt, laut Plan Hospitalier. Dann dürfen an Spitäler auch eine Filière Pädiatrik d'Urgence abmachen. Aber, contrairement zu dem, was behauptet ist, haben wir nicht genug Pädiatren. Auf jeden Fall nicht für eine Filière d'Urgence, eine zweite, zu Ettelbrück abzumachen. Die Ettelbrücker Responsable an der Direktion haben nicht fertig gebracht, eine Rutschdoktorin zu finden für eine Urgence journalière abzumachen. Das kann von morgens früh bis abends dauern. Man kann natürlich hinkommen, aber außerhalb von diesen Zeiten gibt es keine Filière urgent. Unter anderem auch, weil man keine Urgentisten finden, die sich mit der Kante spezifisch auskennen. Weil er dafür auch die Emotionen, wenn sie gestimmt gehen, mengen schon mal ein Problem, weil wir nicht genug Personal. Voilà, das schließt dann den Zirkel vom Personal, schenken den Sujet Personal werde ich nächste Woche an Mainten alle Röten beschäftigen, und so nicht viel muss merci für den Lasten und einen schönen Abend. Merci.